Dit is de geschichte van hauptsächlich de Oldkoloniën Mennonieten, die in de jaren 1922 tot 1927 uitwanderden van Canada naar Mexico, hauptsächlich wegen ihre Freiheiten met ihre ene Schulen te haben, in Canada geändert worden. Ungefähr 7000 von unseren Mennoniten verkauften ihr Land in Hisa, nehmen was sie können, absaßen dadurch eingenommene See mit, zum einen neuen Anfang machen, im großen Bastille-Stall bis San Antonio de los Arenales, wat von der Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexiko heit. George Rempel, der Schreiber von dieser Geschichte, ist in Mexiko geboren und abgewachsen, hat dort 14 Jahre als Schullehrer gedient und hat viele von diesen Erfahrungen miterlebt. Dit war das erste Mal, wo einer von unseren Mennoniten unsere Geschichte selbst uitstudiert, abschrift und weitergibt. Unsere Geschichte Nummer 1. Wir wollen uns an unserem plattdeutschen Radioprogramm von nun an mal regelmäßig Wort von unserer eigenen Geschichte vertellen. Aber wer sind wir? Und was meinen wir mit unserer Geschichte? Wenn wir immer weiter von wir oder von uns und von unserer Geschichte reden wollen, dann meinen wir damit uns, die wir nachkommen sind von den Mennoniten, die in den 1870er Jahren in Russland von der Festlandkolonie und von der Oule-Kolonie nach Manitoba kamen, die sich dort auf der Westreserve ansiedelten, die dort den Kirchennamen Rheinländer Mennonitengemeinde annehmen, aber bald allgemein als Old-Kolonie bekannt wurden, die sich von Manitoba uit in Saskatchewan verspreiden und von Manitoba in Saskatchewan uit in den 1920er Jahren nach Mexiko trokken. Dort heit de meeste von uns sind nachkommen von der originale Old-Kolonie in Manitoba. Ein viel kleineres Part von uns sind aber nachkommen von den Sommerfelder in Manitoba und noch weniger von uns sind nachkommen von der Kleingemeinde in Manitoba, die 1948 nach Mexiko trokken. Von dem Unterschied zwischen Sommerfelder nachkommen, Old-Kolonie nachkommen und Kleingemeinde nachkommen, vertellen wir uns lauter noch mal viel mehr. Aber von nu wollen wir dort bedeutet lassen, was wir gesagt haben. Wenn wir nu mit mennonitischen Geschichten vertalen anfangen, ob das oldkolonische Geschichten oder sommerfeldsche Geschichten sind, und sogar noch mal ein bisschen von kleingemeindlichen Geschichten, dann soll wir eigentlich vom Jahr 1525 an der Schweiz anfangen, wo die Anabaptistenbewegung anfängt. Und dann können wir so langsam über Holland, nur Deutschland und Preußen und Südrussland und Kanada nach Mexiko kommen. Und dann war der Krieg nach Kanada, wo wir nu wohnen. Aber vielleicht ist das für uns, die wir entweder direkt von Mexiko nach Kanada gekommen sind, oder von Mexiko über Belize oder über Paraguay oder über Bolivien oder Argentina nach Kanada gekommen sind, besser, wenn wir zum Anfang erstmal davon vertellen, woran und wo unsere Eltern oder Großeltern von Kanada nach Mexiko trocken und dann von wo und woran wir zurück nach Kanada gekommen sind. Aber wie es dort wegen Religionsfreiheit, Schulfreiheit und Militärfreiheit wir dort unsere Eltern immer weiter uitwanderten, soll wir zum Anfang vielleicht doch kurz ein klein Betwort von ihrer Geschichte an Preußen und Russland vertellen. In Preußen wohnten unsere Voreltern über 200 Jahre und wir können uns viel vertellen, von wo sich ihre Geschichte entwickelt, aber dort wir vielleicht lauter noch mal. Von nu wollen wir uns bloß zwei Dinge sagen. Eins, sie gingen in Preußen mit ihrem Schulunterricht über von Plattdeutsch nach Hochdeutsch, weil es fast kein Plattdeutsch mehr geschrieben wird, nicht mal in nur Deutschland, aber auch in Preußen. Sie verplattdeutschen dort oben so sehr als möglich das hochdeutsche Alphabet, die hochdeutsche Wort so plattdeutsch hier zu merken als möglich. Mehr von dem auch lauter.
Zwei, sie kämen am Pressen sehr eng mit dem nicht Junges als Soldaten handgeben zu brücken. Pressen muss immer eine große Armee haben, ihre Grenzen zu verteidigen, und sie wollen auch hier den Mennoniten ihre Junges dort zu brücken. Die Mennoniten mussten lang viel Geld holen, nicht ihre Junges als Soldaten handgeben zu brücken. Mit der Zeit überlegt die preußische Regierung den Mennoniten auch kein Land mehr kaufen für ihre Junges, wenn sie die nicht als ihre Soldaten dienen leiten. Das hat die Folgen, dass sie manchmal in wenigen Jahren viele junge Familien hatten, die nicht formen worden können. Diese mussten dann notgedrungen ein Handwerk lehren und damit ihr Leben verdienen, wenn sie auch viel lieber formen geworden wären. In dieser bedrängten Zeit fangen die Mennoniten an Pressen sich an rumzukicken, nur Glaubensfreiheit und nur Siedlungsmöglichkeiten in andere Länder. Krieg in dieser Zeit versucht die Russland-Regierung in verschiedene Länder Siedler zu werben, die da interessiert wären, sich auf ihre riesengroße Großstaaten dicht beim Schwarzen Meer anzusiedeln und produktives Ackersland davon zu merken. Russland muss sich beständig dafür wehren, dass die Türken an die großen Ladestaaten in Südrussland nicht wahrnehmen. Und deswegen will die Königin in Russland, Katharina II. Oder Katharina die Große, diese Staaten hier so bosig als möglich besiedeln lassen, dort damit helfen vorzubringen, dass die Türken sich die nicht annehmen können. Und Katharina II. Wusste auch daran, dass die Mennoniten in Pressen all viel landlose junge Familien hatten, die hier formen worden mochten. Katharina war selbst eine Deutsche, und sie wusste auch, dass die bedrängten Mennoniten in Pressen Deutsche wären. Sie wusste auch, dass diese Mennoniten sich all ernstlich herumkickten, nur eine Gelegenheit, in einem anderen Land Religionsfreiheit und Schulfreiheit zu finden. Ein Land, wo man an gleicher Zeit auch wird vorm Land eigenen Leuten zum Formwirtschaft trieben, ohne dass die Landesregierung ihre Junges immer wird versichern, für ihren Militärdienst anzutragen, so als die preußische Regierung dort nu all viele Jahre getan hat. Wils die Königin die Mennoniten ihre bedrängte Leo an Pressen so gut anwisst, schickt sie 1787 einen von ihren Beamten, einen Mann mit dem Namen George von Trappe, nach Pressen, die Mennoniten dort persönlich einzuladen, nach Russland zu tragen und sich dort dicht beim Schwarzen Meer auf ihre riesengroßen Großstaaten anzusiedeln. Dit Angebot sagen die Mennoniten in Pressen an als eine Antwort von Gott, und sie schickten meistens zwei von ihren Männern, Jakob Bartsch und Johann Heppner, nach Südrussland, dort ein passendes Ansiedlungsstück für die preußischen Mennoniten auszusuchen und mit der russischen Regierung ein Übereinkommen auszuarbeiten. Bartsch und Heppner fanden ein passendes Stück Siedlungsland bei Bereslav, mal so 50 Kilometer auf vom Schwarzen Meer. Die russische Regierung versichert Bartsch und Heppner und dadurch an die Mennoniten in Pressen, dass sie jeder Familie 180 Acker Land geben wird und dass sie an dieselbe Religions- und Schulfreiheiten geben wird, die sie alle anderen Siedler aus Europa geben. Und dass sie ihre Jungs wird lassen frei bleiben vom Militärdienst für immer. Aber die Kolonisten sollen sich selbst eine lokale Regierung merken. Und durch die Mennoniten ihre lokale Selbstregierung wird die Staatsregierung die Kolonisten regieren. Das wird für die erste und für alle anderen mennonitische Kolonisten in Russland mit der Zeit sehr verhängnisvoll. Lothar nochmal viel mehr davon. Als die Delegaten, Bartsch und Heppner, nur einem vollen Jahr im November 1787 endlich zurückgekommen wären mit ihren guten Nachrichten aus Russland, dann merken sich an Pressen durch im Vorjahr im Sommer 1788 allerhand landlose Gruppen ab und wanderten in Russland, nach alles richtig reit wird dafür. Die erste Gruppe Uitwanderer verleiht Pressen am 1. Osterdag 1788.
Diese Gruppe und alle anderen Gruppen, die sich 1788 abmücken, den langen Weg nur der riesige Staaten in Russland dicht beim Schwarzen Meer zu wandern, kamen 1788 über bloß bei der Stadt Dubrovna. In Dubrovna werden alle mennonitische Uitwanderergruppen abgeholt und gesagt, dass sie dort durch den Winter bleiben mussten. 228 Familien mussten in Dubrovna überwintern. Die russische Regierung lässt diese Einwanderer nicht wieder wandern aus Patua, wie es dort dicht beim Schwarzen Meer war, da ein neuer Krieg angefangen hat mit den Türken. Der lange Weg, den unsere Voreltern mit ihren Pferden in Osten wandern mussten, um noch erneuert Siedlungsland in Russland zu gelangen, die wir über 1200 Meilen lang. But Dubrovna wird dort noch mal der halbe Weg dahin. Sie wanderten diese lange Strecke so viel als möglich dicht bei Rifas, wo sie Wasser fangen, für sich selbst und für ihr Vieh. Was diese Wanderer, unsere Voreltern, mankte kein einziger Prediger mehr, in Dubrovna alles belebten, davon vertellen wir uns later noch mal viel mehr. Für nu, denkt bloß mal an eins. An so eine junge Menschen, die sich in Dubrovna verleibten und sich hierin befreien wollen, wo sie aber noch keinen Prediger wohnen können, an zu trühen. Im Fahrjahr 1889 wanderten diese 228 Familien dahin abtau, wo sie ansiedeln wollen. Im Juli 1789 kam die erste Gruppe Einwanderer bei der Stadt am Kartitzer River, wo die russische Beamte diese erste Gruppe von Einwanderern und alle anderen Gruppen von den 228 mennonitischen Familien utpressen, mögen ansiedeln. Dat wir nicht das Land, was Borch und Hapner Verein uitgelesen haben, aber an wird gesagt, dass es zu gefährlich wäre, an noch wieder wandern zu lassen, weil der neue Krieg mit den Türken da noch nicht über war. 1797 kamen noch einmal 118 Familien utpressen und siedelten sich auch auf diese Kolonie, die Kartitzer Kolonie, an. In Lothar kamen noch mehr Familien utpressen und siedelten sich auch auf die Kartitzer Kolonie an, sodass da so 460 Familien angetroffen wären. Das wären meistens so eine Familien, die an Pressen landlos gewesen wären. Diese Familienvaders wären Söhne, die ein Handwerk gelehrt hatten und ihren Lebensunterhalt an Pressen damit verdient hatten. Diese Familien wären meist alle durchaus nicht wohlhabend, viele wären arm. In Pressen hatten diese Familien sehr verstreut gewohnt, hatten sich lang nicht alle gekannt, was sie in Dubrovna durch den Winter taub wohnen mussten. Und hier in Russland siedelten sie sich bald alle in Darpa an, weil sie dort in ihre ersten Werken all ansagen, dass es hier wird neidig sein, dicht taub zu wohnen, sich gegenseitig beschützen zu helfen, für die Banditen, die es manch den Nomadenvölker durchjäf, die sich in diese Gegenden rumtreiben. Und das sind unsere Vorfahren. Meistens arme Handwerkerfamilien, die dort vormer waren im neuen Land, wo für an sehr fremde Verhältnisse wären, sehr schwer gefangen haben. Wenn wir uns von hier wieder von unserer Geschichte vertellen, dann meint dort, wir vertellen uns nicht Geschichten von dem ganzen großen Mennoniten-Geschichtsbaum, der viel Äste hat, aber bloß von dem einen großen Ast an diesem großen Baum, was die Ölkolonier sind. Hier müssen wir von der aufbrechen, wie es unsere Zeit aufgerannt ist. Nächstes Mal vertellen wir uns was von unseren Voreltern, ihre Erfahrungen und Geschichten auf der Kartitzer Kolonie in Russland. Die Kartitzer Kolonie wird later bekannt als die Ole-Kolonie. Ich wünsche alle eine gute Nacht. Das heißt, wenn die erst ein bisschen neu gedacht haben über wer unsere Voreltern wären. Ich sehe George Rampel.